Der Sommer kommt, das Meer ist flach. Jetzt habe ich entschieden, ich mich zu Rennen lassen und gehe auf eine Mission. Vor 2 oder vor 3 Jahren, weiss nicht mehr ganz genau, ist hinter bei Malibu hat es ja die Feuer gehabt, die relativ viele Häuser haben zerstört. Ich war seither nie mehr da. Heute wollte ich schauen, wie es jetzt aussieht. Ciao zusammen hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Es ist Sonntagmorgen. Es ist leicht bedeckt, so ein leichter Nebel. Es hat etwa noch viel hier in der Küstenregion. Dann so 4-5 Kilometer ins Landesinnere tut es meistens auf, ist es schön. Aber hier vorne haben wir die etwa, vor allem mit Mai, dann halt vielleicht sogar mehr auch Juni, dann halt so ein bisschen wie sagen sie dem, Gloom June oder so etwas. Ich nehme jetzt ein Stückchen weit das Auto. Früher wäre ich natürlich mit dem Velo von uns daheim losgefahren. Das hat so eine 6-stündige Ausfahrt gegeben, alles in allem. Heute tue ich mir das gescheitste nicht an, weil ich das Velo doch jetzt diesen Winter nicht viel braucht, weil halt das Surfen so gut war, habe ich mich ein bisschen mehr im Wasser rumgetummelt. Aber jetzt nehme ich die Karre bis nach Santa Monica, stelle ihn dort ab und tue dann von dort aus die Runde anfangen. Wir gehen dann so ein bisschen in die Santa Monica Mountains rein, ganz schönen Weg zum Fahren. Es ist so Single-Lane-Road, also es ist nicht doppelspurig, sondern einspurig, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Schweizer, oder nein, es ist mehr so ein bisschen Spanisch. Es erinnert mich gerne ein bisschen an Chiverola Costa Brava, wenn ich dort rauffahre. Aber es ist schon Muttertag, also nicht vergessen, Mama anzurufen. Ja, hallo, Mama von unten. Alles Gute von hier. So, währenddem ich am Telefon bin, kann ich ja euch erzählen, wo ich genau durchfahre. Ich nehme jetzt hier die Rampe auf 105er Westen, aber wir gehen eigentlich jetzt schon wieder dran auf 405er Norden Richtung Santa Monica. Hier rechts, das Gebäude übrigens, ist das Zivilstandsamt von unserem Bezirk. Dort sind wir unsere Hochzeitspapiere holen, hätten dort eigentlich auch den Ziviler machen können, aber das hat uns dann zumal so schockiert in diesem nüchternen Büro innen. Es ist so unfeierlich zuhergegangen, dass uns das wirklich schockiert hat. Und wir haben die Papiere ausgefüllt, aber dann nicht dort wieder abgegeben, sondern haben uns entschieden, dass wir die Ziviltrauung in Beverly Hills machen. Und dort war es dann effektiv ein bisschen schöner gewesen und mit ein bisschen mehr Flair. Und das war sicher die richtige Entscheidung gewesen. Jetzt kommen wir hier auf einen 405er, normalerweise ein saurer Puff, aber es ist Sonntagmorgen und darum gar nicht so schlimm gewesen. Auf der linken Seite wäre übrigens der Flughafen LAX von Los Angeles und normalerweise würde man jetzt hier eigentlich auch die Flugzeuge im Anflug oben uns durchfliegen, ununterbrochen, im Minutentakt, aber wenn ich richtig informiert bin, sind ja die Flüge aus Europa immer noch stark beschränkt, reduziert, darum haben wir auch hier jetzt viel weniger so Flugzeuge. Also insgesamt, weil es Sonntag ist, natürlich ein schönes Fahren. Wie gesagt, als ich auch noch mein Büro hatte in West Hollywood, dann bin ich hier Alltag gestanden. Also da gibt es kaum einen Weg darum umgehen. Und hier verlassen wir jetzt den 405er, gehen auf den 10er Westen Richtung Santa Monica. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Normalerweise verfahren wir hier gäng, aber heute habe ich das tiptop gemanagt. Und dann gehen wir also Richtung Santa Monica, vorbei neben den Ausfahrten, die es zum 3rd Street Promenade ging. Also für die schon hier waren, kennen es. Das ist so ein bisschen wie das Bauwitz von Santa Monica, also so eine Passagierzone. Nein, sagt man Flanierzone mit Läden, Einkaufsmöglichkeiten etc. Da bin ich aber auch schon ewig nicht mehr, auch über ein Jahr nicht mehr. Und ich kann euch jetzt auch nicht sagen, ob die Läden wieder offen haben oder nicht. Ich nehme es an, mittlerweile ist es ja hier ein bisschen freiheitlicher wieder geworden. Und dann gehe ich davon aus, dass wir dort wahrscheinlich schon lädeln können. Jetzt kommen wir dann vorne an den Strand von Santa Monica. Das ist noch das letzte Tunnel. Und die Straße macht jetzt hier so eine Rechtskurve. Und jetzt sind wir dann vor den Cliffs, vor den Klippen
Rechts wäre jetzt da oben Santa Monica, da wo man etwa die Fotos sieht auf das Pier runter. Das Pier wäre links von uns, aber ich war hier am Fahren und wollte da nicht lange mit der Kamera rumfuchteln. Und dann sind wir hier auf dem berühmten PCH, Pacific Coast Highway, also dem Highway Number 1. Und jetzt geht es hier Richtung Malibu. Auf der linken Seite kommt jetzt der Surfspot, Topanga Canyon Beach. Da bin ich das letzte Mal mit Jimo gsi, das ist jetzt auch über ein Jahr her, wo wir von Santa Barbara, von Rincon oben runtergekommen. Wie gesagt, heute war es relativ flach, es hat nicht viele Surfer draussen und da hat es mir jetzt auch nicht schwer gefallen, da neben vorbeizufräsen. Da sieht man jetzt die typische Szenerie rund um Malibu, nämlich der offene Pazifik, dann abgewechselt mit dieser Häuserreihe auf der linken Seite. Da ist einfach ein Haus und dann ist der Beach. Die Häuserreihe vorne meistens so Holzpfähle, wie man es aus den Filmen her kennt. Und da möchte ich nicht wissen, was so eine Liegenschaft wird kosten. Ein Wermutstropfen, wenn die hier links abbiegen zum Parkieren oder beim Heimkommen, dann möchte ich nicht wissen, wie lange die da müssen warten wegen dem Verkehr, bis sie effektiv abbiegen können. Wir sehen es dann später noch, wenn ich wieder zurückkomme mit dem Velo. Und hier geht es jetzt nicht mehr weit bis Malibu selber und das ist jetzt auch der Ort, wo ich parkiere und von hier dann mit dem Rennvelo losfahre. So ein gäbiger Ausgangspunkt, man hat noch einen Parkplatz. Wenn man dann weiter vorfährt, ist dann gleich mal fertig. Und dann ist dann alles überstellt, weil dann kommt der Malibu Pier und auf der rechten Seite so ein Einkaufszentrum mit den ernsten Läden und so Sachen. Dann ist dann fertig mit dem Karren abstellen. Da bin ich jetzt bei Malibu schon durch. Ich habe beim Zurückkommen noch ein paar Bilder von dort. Und vor uns sehen wir jetzt so das erste Aufwärmhögerli. Das ist so eine blöde Rampe, die hochgeht Richtung Pepperdine-Universität. Und das ist wirklich so ein bisschen ein Sauhung, wenn man vom Flachen her kommt. Das ist das erste Mal, wo man mit kleinen Ritzen muss oben runterschalten vorne. Heute habe ich es aber gemütlicher genommen, bin da mit meinem Rhythmus hoch. Und dann als nächstes sehen wir in die Bucht runter, da vor uns und dann am Ende von dieser Bucht gehen wir dann rechts in die Höhe rein. Und das wären dann da die Malibu Mountains. So, jetzt sind wir hier rechts abgebogen und da sind wir jetzt auf der Latigo Canyon Road. Und in den besten Zeiten hatte ich da etwa so eine Stunde bis auf oder 50 Minuten. Heute haben wir etwa 51 Minuten oder eine Stunde und 1 Minute. Das Wetter ist gut, warm, aber was ich muss sagen, normalerweise hat es hier recht viele Fliegen und Viecher. Und ich weiß nicht, ob das mit dem Brand etwas zusammen hat, aber das ist nichts mehr, das ist nichts mehr. Kein Viechchen mehr. Da vorne rechts übrigens wohnt der Laird Hamilton, Big Wave Surfer. Hier hat er auch seine Pool-Workouts. Links von mir aus gesehen, die Hügelkette, die war betroffen, da hat das Feuer auch gebrannt, alles was braun ist, war vorher auch so grün bewaldet. Jetzt kommen wir langsam in das Gebiet. Ich finde es wieder Wunder, ob sie auch die Hütten wieder aufgestellt haben. Das wird jetzt spannend. Die Strasse haben sie immer gut geflickt, auch die Leitplanken, die waren früher aus Holz, das hat alles verbrannt, jetzt sind sie aus Stahl. Da sieht man so, da fehlt doch komplett alles. Und da der Hügelzug, da hinten, da hat alles gebrannt. Da hat es ein paar wenige Hütchen gehabt, wo sie geblieben. Das hat ganz verreckt ausgesehen. Und jetzt sehe ich auch, dass sie da eine, zwei haben sie wieder gestellt.
Aber das muss schon noch verrückt sein, wenn irgendwie der ganze Hang brennt. Und dann gibt es aber einfach so 1, 2 Häuschen, die dann nicht verbrennen, die einfach stehen. Das muss auch noch speziell sein. Für die, die alles verloren haben und für die, die Glück hatten. Wahnsinn. Da hat es aber alles so Bäume gehabt. An diesem Hang da das ist alles weg. Also vereinzelt stehen noch Bäume, man sieht vielleicht die Kamera nicht gut, aber die haben schwarze Stämme. Also die sind verbrannt, aber ja, da ist nur noch Buschzeug. Das Feuer heisst Woolsey Fire, weil es im Woolsey Canyon ist ausgebrochen. Zu dieser Zeit waren wir gerade in einer 7-jährigen Dürrezeit. Also alles war einfach durch und durch trocken gewesen. Und als das Feuer ist ausgebrochen ist, war der Santa Ana Wind am Blasen. Also das wäre vergleichbar mit dem Föhn in der Schweiz. Und dann hat das Feuer in der kürzesten Zeit Richtung Pazifikküste geblasen. Das war im November 2018. Es hat insgesamt über 1643 Häuser verbrannt. Und gegen 300'000 Leute mussten evakuiert werden. Da sehen wir jetzt so ein Bäumchen. Was geschintet hat vor Hitze. Wenn wir hier hinter mir schauen, da sehen wir auch so einen kleinen Canyon. Und noch so die Stümpfe, wie sagt man dem? Stümpfe, die Bäume Überreste. Interessanterweise bin ich 5 Wochen nach dem Feuer genau bei diesem Canyon gestanden und habe ein Foto gemacht. Und da sieht man jetzt, so wie es ausgesehen hat, wenige Wochen nach dem Ereignis. Aber das Buschwerk wird grün, es scheint sich so ein bisschen erholt zu haben. Vögel hören ja wieder, das habe ich dann noch gar nicht gehört. Aber eben so kleine Viecher, Mückeli, Fläugeli, da hat es nichts um, null. Es nimmt mich zu wundern, ob das hier noch färbt. Ja, das ist also noch Kohle. He? Holzkohle könnte man die Rinde abnehmen und dann ein Feuerchen machen. Ja, das hat das alles verkohlt. Da schon, nicht das da. Ja, schmeckt nach Holzkohle. Ja. Ja, sieht man alles immer noch. Sonst ist es eigentlich, aber sonst grün. Erstaunlicherweise. Da sieht man eigentlich nicht mehr viel. Ausser eben, dass hier sind Häuser gestanden. Das ist auch nichts mehr, das ist alles weg. Die Hütte da vielleicht sieht man es zwischen dem Wäldchen. Die ist noch. Aber vorhin sind wir jetzt gerade, durch 2 Baustellen, oder neben 2 Baustellen durchgefahren. Da ist alles runtergebrannt. Da ist zum Beispiel noch eine. Da ist noch eine Baustelle, wo sie jetzt dran sind. Also, wir gehen weiter rauf. Wir sind vielleicht ein Drittel im Berg oben. Wir gehen schlussendlich dort in die Wölkchen hoch. Dort in die Nebel. Ich bin erschöpft, wie wenig Häuser das wieder aufgebaut wurden. Ein paar wenige sind neu gemacht, aber der grosse Teil fehlt nach wie vor. Sie haben zwar aufgeräumt, der Schutt ist weg, aber gegangen ist da nicht viel. Ich habe dann ein bisschen darunter herausgefunden, dass viele zwar von der Versicherung einen Betrag bekommen, aber die Bauunternehmen aus der Region bis zu 2-3 Jahren ausgebucht sind und dann haben viele Konsequenzen gezogen und an einem anderen Ort ein Haus gekauft oder wieder gebaut. Also da werden nur noch ein Teil der Leute wieder zurückkommen. So, jetzt sind wir gleich oben. Es nebelt ein bisschen hier. Ich sollte die Nebelscheinwerfer anlassen. Aber jetzt sind wir etwa 50 Minuten unterwegs, es geht nicht mal allzu weit. So, ich würde sagen, wir sind oben angekommen. Hier bei diesem Kaktuschen machen wir etwa kurz ein Päuschen, ein bisschen Wasser buddeln. Ich weiss nicht, wie gut man es sieht, aber dort hat es ein Murmeli oder was es ist, hat auch gepfiffen vorhin. Hat auch die Familie schnell gesagt, das ist so ein Spinner mit dem Velo zu keichen.
Jetzt geht es hier hinten runter. Das ist eine schnelle Abfahrt und ein kurzer Cut, bis man da ein bisschen drunter ist. So, jetzt sind wir Larigo Canyon Road oben runtergekommen und jetzt nehmen wir hier links Abbieger auf Canaan Doom Road und jetzt geht es wieder vorne ans Meer. Da müssen wir jetzt halt ein bisschen auf der Hauptstraße fahren, aber es hat, glaube ich, rechts auf der Schulter, sagen sie hier, so wie einen Pannenstreifen. Das sollte es eigentlich gut haben. Es gibt auch noch ein Nadelöhr und das ist, bevor wir über die Kuppe reinkommen, hat es ein Tunnel und dort wird es noch ein bisschen enger. Da müssen wir halt heute ein bisschen Gas geben. Also, weiter geht's. Das Heikle hier ist, dass einerseits keine so Pannenstreifen hat, da muss man auf den Verkehr ein bisschen aufpassen, die kommen da ein bisschen schnell durch. Hankerum hat es ein bisschen Platz zum Ausweichen. Dann muss man aber schauen, das ist jeweils voll mit Kämpen und Abfall und Pneu und weiss nicht was, dass man dann nicht irgendwie etwas reinfährt auf die Schnur geht. Das ist eine heikle Abfahrt, man muss bei Sache sein. Also man kann nicht in der Gegend so rumblümeln. So, jetzt sind wir hier auf dem Pacific Coast Highway, PCH oder Highway Number 1. Und wir sehen jetzt auch auf der anderen Seite vom PCH da hinten, da hat es alles abgebrannt. Das ist Wahnsinn, das ist von den Höcker, wo wir sie herkommen, oben runtergekommen, über den Highway das Feuer gekumpelt und dann da noch an diesem Canyon entlang hat es weiter gebrannt. Und beim Högerli sehen wir dort zum Beispiel jetzt Hütten genommen, da hat es Hütten genommen. Also ganz extrem, das muss da haben wie ein Kalb. Also, zeitlich bin ich gut drin. Mit dem Film hat es wieder ein bisschen Päuschen gegeben, eine gute Ausrede. Und jetzt gehen wir hier Highway Number 1 zurück zum Auto, nehmen es ein bisschen gemütlich. Ich habe mittlerweile einen Riegel vertrommelt und geht tipptopp. Es ist vom Verkehr her geht es, wir haben Schweins, es ist natürlich nicht schön und wir waren ein bisschen früher dran, dann geht es halb noch, aber sonst wäre es jetzt langsam die Zeit, es ist 10 oder halb 11 mittlerweile, was dann hier mit Töpfen und Auto halt schon extremer wird. Also, nehmen wir den ein bisschen noch. Und die schon lange nicht mehr in Amerika waren, nehmen wir mal ein Stückchen weit. Dann habt ihr noch wieder so einen Eindruck, ja, wie es da aussieht, auf diesem berühmten Highway Number 1. Schnell ein Zwischenhalt, wir sind in Malibu Pier. Dahinter wäre eigentlich die Malibu-Welle, die Longboard-Welle. Aber ihr seht, das ist im Moment ein bisschen mager. Dementsprechend wenig Leute hat so. Für dass es hier funktioniert, muss es Südswell haben. Also muss der Swell von Richtung Süden herkommen. Dann drückt es dann hier an die Beach her. Also dann, wenn wir eigentlich eben weniger haben, dann sind wir wie abgeschützt. Dann gibt es bei uns weniger, aber dann sind hier Wellen. Wobei Südswell ist halt schon deutlich seltener. Normalerweise kommt er aus dem Westen oder Nordwesten. So, da links ist jetzt wieder mein Auto und wie ich ganz am Anfang habe gesagt, wartet jetzt noch die Herausforderung, wie wir über die Straße reinkommen. Ihr seht jetzt, dass man doch ein bisschen Geduld haben muss, bis man da näher rüberkommt.
Merci, seid ihr mitgekommen auf mein Ausflügel und ich hoffe, es tut euch anspornen, selber wieder so 1, 2 Abenteuer zu machen. Es kann ja auch im kleineren Rahmen sein, so wie ich das heute gemacht habe. So, wir haben es geschafft, angekommen, es hat gefegt. Es ist jetzt, es ist doch schon Mittag, jetzt, 12 Uhr. Und ich denke, ich jetzt einladen, fahre richtig zurück, nehmen wir vielleicht unterwegs noch irgendwo einen Kaffee, bin mir zwar noch nicht sicher, vielleicht ziehe ich noch direkt heim. Ich würde sagen, das war es doch für heute. Merci fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.